schafft, sondern auch für die Zukunft eine Kommunikationsroutine bzw. Kommunikationsstrukturen etabliert. Ich weiß, dass nicht alle Forumsmitglieder das Ergebnis mittragen können. Das ist auch zu akzeptieren, wie ich finde. Ich darf allen, die daran beteiligt waren, die sich 6 Jahre ihre Freizeit geopfert haben, um den Prozess mit uns zu diskutieren, danken für die Arbeit, die sie gemacht haben, die sich genommen haben für ihr Engagement. Und auch die, die nicht unterschreiben können, danke ich auch für ihre Arbeit, die sie in den 6 Jahren geleistet haben. Ich danke auch der Berliner Verwaltung, dass sich aktiv an diesem Prozess beteiligt hat, auch den Betrieben, die auch dem Interesse am Landwehrkanal haben und auch ihre Interessen artikuliert haben. Und ich danke auch meinen Mitarbeitern der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung recht herzlich, was ein großer Prozess ist. Vielleicht kann es auch nur einer an Insider ermessen, wie weit unser Weg eigentlich war, weil wir sind im positiven wie auch im negativen Sinne eine gute preußische Verwaltung. Und zu den Kernkompetenzen einer preußischen Verwaltung gehört nicht unbedingt Serviceorientierung und Kommunikationsbereitschaft, sondern man hat sein Geld, man hat seine Aufgaben und man versucht seine Aufgabe so gut wie möglich zu lösen. Und insofern von diesen alten preußischen Strukturen hin zu einer Kommunikationsbereitschaft ist auch für uns ein sehr langer Weg gewesen. Ich danke allen, es war ein mühevoller Weg, ich danke auch allen meinen Mitarbeitern, die diesen Weg mitgegangen sind, dass sie sich auf diesen Weg begeben haben und auch Ihnen herzlichen Dank für diesen erfolgreichen Abschluss. Und am Schluss möchte ich gerne danken den Mediatoren, Frau Voskamp und Herrn Kästen, die ich für den Abschluss dieses Mediationsverfahrens beglückwünschen kann. Es ist ein langes, sehr aufwendiges Verfahren gewesen, aber mit einem guten Abschluss und ich denke, das wird auch in der Vita, auch in der Berufsvita auch einen gebührenden Platz finden. Als Beispiel, vielleicht auch als Referenz. Herzlichen Dank. Für mich kann ich jetzt persönlich sagen, ich bin sehr an diesem Verfahren selber interessiert, und zwar daraus zu lernen. Zu lernen, was wir falsch gemacht haben, was wir richtig gemacht haben und was wir für andere Prozesse der Sanierung im innerstädtischen Bereich daraus lernen können. Deshalb bin ich sehr daran interessiert und bitte auch alle Beteiligten, auch noch mitzuwirken an einer Evaluierung. Diese Evaluierung ist keine Evaluierung im Sinne, haben die gut gearbeitet, sondern für uns zu lernen, wie wir in Zukunft mit Mediationsverfahren oder stärkeren Verfahren der Bürgerbeteiligung umgehen. Weil das Problem ist aus meiner Sicht ist immer, wie tief müssen wir vorbereitet sein, um alle Fragen beantworten zu können, und wie weit müssen wir offen sein und nicht vorbereitet sein, um nicht als schon festgelegt zu gelten. Das ist für uns eine sehr spannende Frage. Ganz ohne Orientierung in ein Verfahren reingehen nützt nichts, aber schon alles zu wissen und schon alle Schlüsse gezogen zu haben oder diskutiert zu haben, nützt auch nichts. Also diesen Mittelweg zu finden, ist für mich einer der spannenden Ergebnisse, die ich hoffe, aus der Evaluation ziehen zu können. Weil eins ist sicher, es wird nicht der letzte Konflikt sein über die Wasserstraßen, die wir haben, und es wird auch nicht das letzte Mediationsverfahren sein. Wir werden in dieses oder in ähnlicher Form noch weitere Verfahren haben. Es liegt nicht an uns, sondern wirklich nur an uns, sondern an Zuständen, Umständen, auch politisch verfestigten Diskussionen, die seit 30 Jahren pro oder contra sind. Und diese einzelnen Formen aufzubrechen und wieder zusammenzukommen, daraus hoffe ich, kann die Verwaltung lernen. Und deshalb bin ich gespannt auf das Ergebnis der Evaluation. Bitte alle auch noch ein bisschen den Gutachtern zuzuarbeiten und mitzuarbeiten, das wäre ein gutes Ergebnis. Alles in allem herzlichen Dank für die geleistete Arbeit, für Ihre Freizeit.